vom dicken Herr Sebastian. Ab auf Ägypten. Es ist Nacht im kleinen blauen Haus am Meer, ganz oben im Norden. Im grossen Bett vom dicken Herr Sebastian liegen die 3 kleinen Mädchen. Lisa, Lisa und Isa und schlafen wie Murmeli. Moment, das ist nicht ganz richtig. Am Meer gibt es nämlich gar keine Murmeli, die gibt es nur bei uns in den Bergen. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall pfusen die 3 tief und zufrieden. Auch die beiden Katzen, der Stümplischwanz und das Kurzhörli, schlafen tief und zufrieden. Sie haben sich an den Füssen vom Bett zusammengekugelt und wärmen den Kindern ihre Füsse. Der dicke Herr Sebastian, der Onkel von der Elisa, der Lisa und der Isa aber, schnarchelt unten auf der Stubencouch. Draussen pfeift und heult der Wind aus allen Himmelsrichtungen und auf dem Estrich flattern die Fledermäuse aufgeregt hin und her. Von Zeit zu Zeit klappert ein Ziegel auf dem Dach und hier und da schlagen die Fensterläden auf und zu. Am Morgen, wo der Wind leislicher wird und die ersten Sonnenstrahlen auf dem blauen Meer glitzern, verwacht der dicke Herr Sebastian wie jeden Morgen. Langsam schlarpert er in seinen Pantoffeln in die Küche raus und kocht den Kakao für den Morgen. Seit manchem Jahr schon lebt er ganz allein in seinem kleinen Haus am Meer, wo himmelblau angemalt ist, der dicke Herr Sebastian, zusammen mit seinen 2 Katzen, den Fledermäusen und dem Wind. Und weil er immer allein ist, vergisst er ganz, dass oben in seinem grossen Bett seine 3 Nichten schlafen, die bei ihm zu Besuch sind. Er isst ein Konfibrot und dann noch eins und dann noch eins und trinkt ein Kacheli Kakao nach dem anderen, so wie er das jeden Morgen macht. Und dann plötzlich kommt es ihm wieder in den Sinn, was gestern alles passiert ist. «Jesus, Sebastian, Sebastian», sagt er laut zu sich, «du wirst langsam alt. Du hast Besuch bekommen und du, Löli, was machst? Hockst da, isst gemütlich dein Morgen und vergissest einfach alles. Dabei hast du ihnen doch gestern Abend noch etwas versprochen. Was gibst, was hast, stürchelt er so schnell, wie das mit seinem dicken Bauch überhaupt möglich ist, steigt er auf ins Schlafzimmer. «Aufstehen, Kinder!» ruft er schon und ist noch nicht einmal richtig im Schlafzimmer. «Aufstehen!» Und dazu keucht er wie eine alte, rostige Pumpe. «Aufstehen! Wir wollen doch heute auf Ägypten!» «Wo ist Ägypten, Onkel Sebastian?» fragt Lisa und geinet noch ganz verschlafen. «Ist das weit bis auf das Ägypten?» Der dicke Herr Sebastian nickt mit dem Kopf. «Ja, es ist weit bis auf das Ägypten. Darum sollten wir nicht spät aufbrechen.» «Gibt's dort Schlangen, Krokodile, Elefanten und Tiger?» löchert Lisa den dicken Herr Sebastian weiter. Aber noch bevor der Onkel Sebastian eine Antwort geben konnte, fragte Lisa, «Gibt's noch zu Morgen, bevor wir auf Ägypten reisen, Onkel Sebastian?» Klar. Vor der grossen Reise wird noch ein zünftiger Zmorgen hinterbiegen. Sogar der dicke Herr Sebastian schlägt noch mal richtig zu, weil er schon wieder Hunger hat. Und dann endlich der grosse Krug mit dem Kakao austrunken ist und auch von der riesen Portion Konfibrot überhaupt kein Brösmeli mehr zu sehen ist, sagt der dicke Herr Sebastian ganz feierlich, «So, liebe Kinder, lasst uns auf Ägypten reisen. Billett gibt's bei mir, Kinder zahlen die Hälfte.» «Und was kostet das Billett auf Ägypten?» wollte Lisa wissen. Das Mädchen mit den allermeisten Märzentüpfchen im Gesicht. Der dicke Herr Sebastian muss nachdenken. Und immer wenn er nachdenken muss, kratzt er sich in den Haaren. Und dann meint er endlich, «Also, wenn ich es mir so richtig überlege, kostet es eigentlich gar nichts. Wir können zu Fuß auf Ägypten. Und vergessen ja in Badhose nicht. Ägypten liegt nämlich am Meer.» Gut, also. Die Lisa und Isa legen zuerst ihre Badhosen an. Und dann drüber ihnen die besten Kleidchen, die sie haben, dass dann auch ja fein aussehen, wenn sie zu Ägypten ankommen. Auch der Onkel Sebastian macht sich Weg, geschniggelt, putzt und gestrahlt. Er legt einen schneeweißen Jopen an und dazu schneeweisse Hosen mit rasiermesserscharfen Bügelfalten, beides aus Leinen. Und auf den Kopf kommt ein grosser Tropenhelm, und zwar richtig ein echter. Und mit dem Tropenhelm sieht er dann auch richtig wichtig aus. Wie ein Minister oder wie ein General. Auf jeden Fall wie jemand, der so richtig draus kommt. So läuft man eben zu Ägypten um, erklärt er den 3 Mädchen. Und dabei meint er, ich weiss wie. Wo sie sich dann endlich auf den Weg machen,
schauen ihnen die beiden Katzen, der Stümplischwanz und das Kurzöhrli vom Feisterbrett aus, noch lang nach. Für auf Ägypten muss man zuerst einmal in einer riesigen Kurve quer durch einen grossen Wald. Auf dicken Bäumen hocken ganz verschiedene Vögel, die die ganze Zeit schneddern und zwitschern, weil sie sich ganz einen Haufen zu erzählen haben. Der dicke Herr Sebastian und seine 3 Nichten gehen immer schön im grossen Waldweg nach und laufen und laufen. Einmal treffen sie einen Bub, der wie vergiftet auf einem roten Mountainbike quer durch den Wald trampelt. «Wohin wollt denn ihr?» fragt er ganz gewundert. «Denk auf Ägypten, wohin denn sonst?» gibt Lisa um. «Ja so, auf Ägypten», meint der Bub. «Ja, dort ist es mega schön, aber ich habe jetzt keine Zeit.» Und schon ist er fort. «Schön, mega, aber ist es noch weit?» will die Lisa wissen. Und der dicke Herr Sebastian, der fast nicht mehr laufen mag, putzt sich mit einem grossen Gehäusel den Nase durch den Schweiß von der Stirn und sagt: «Nein, es ist nicht mehr weit bis auf Ägypten, Gott sei Dank. Wir sind jetzt dann gerade da.» Und wo sich gleich darauf aber der grosse Wald immer mehr lichtet und auf einmal wie das blaue Meer vor ihnen liegt, zeigt der Herr Sebastian auf einen hohen, langen Hügel aus Sand und erklärt wieder ganz viel: «Das da, Kinder, das ist Ägypten.» Jetzt müsst ihr noch wissen, dass man dort, wo der Herr Sebastian wohnt, diesen Hügel aus Sand Düne sagt. Und darum sage ich von jetzt an auch nur noch Sanddüne. Die 3 kleinen Mädchen klettern 0,9 auf die hohe Sanddüne rauf, die Ägypten heisst, und lassen sich mit einem riesigen Geiss runterruggeln, klettern wieder rauf und trölen wieder und wieder in einem Karacho den steilen Sandportor ab. Und das so manchmal, bis sie nicht mehr mögen und einfach da oben sitzen bleiben. Zmitz auf Ägypten. Da endlich hat es auch der dicke Herr Sebastian geschafft, bis zuoberst auf Ägypten zu kommen. Er keucht, schnappt nach Luft und dann lässt er sich ganz auspumpend einfach auf den Sand plumpsen. «Oh, da bin ich, Kinder», sagt er. «Und wie gefällt es euch in Ägypten?» «Mega gern», meint Lisa, und die beiden anderen nicken mit dem Kopf. Es hat ihnen gefallen in Ägypten. Und so sind sie den ganzen Tag geblieben, die 3 Mädchen mit ihrem Onkel Sebastian. Die Kinder haben im Meer gebadet und dann haben sie wieder Aberrugelis gespielt und der dicke Herr Sebastian ist in einer tiefen Sandtule gehockt und hat aufs Meer rausgeschaut. Wo ein grosses Passagierschiff vorbeikommt und zur Begrüßung laut tutet, springen alle auf und winken. Auch die Menschen auf dem Schiff winken. Sie staunen über den Tropenhelm, den der Herr Sebastian auf seinem Kopf hatte. Sie haben ja nicht wissen, dass die hohe Düne, wo sie an Land sehen, Ägypten heisst. Und in Ägypten haben sie jetzt halt einmal solche Tropenhelme auf den Köpfen. Auf jeden Fall, wenn es nach der Meinung vom dicken Herr Sebastian ging. Aber nur zum Sagen, so richtig zu Ägypten war er nämlich noch nie, der dicke Herr Sebastian. «Was meint ihr, wenn wir auch einmal mit einem solchen Schiff fahren?» Die Lisa und die Isa sind ganz begeistert und rufen wild durcheinander: «Oh ja, aber nur wenn Ägypten vorbeikommt.» «Ja, und wenn wir auch winken.» «Gut, versprochen», sagt der Onkel Sebastian. Und dann wird er auf einmal ganz traurig. «Auf so einem Schiff habe ich seinerzeit meine Frau kennengelernt, vor vielen, vielen Jahren. Und dann, an einem schönen Tag, ist sie einfach mit einem anderen davon gelaufen, mit einem, der viel dünner war als ich.» Nur weil der andere dünner war, will Lisa wissen. Sie kann es fast nicht glauben. Aber der dicke Herr Sebastian nickt nur traurig und sagt nichts. «Uns ist es wurscht, wie dick du bist», tröstet Lisa der Onkel Sebastian, und Isa meint: «Du gefällst uns auch so, wie du bist.» Der dicke Herr Sebastian nimmt sein Gehäusel den Nase durchführen und schneuzt sich umständlich. Dann sagt er: «Dick, wer ist da dick? Habt ihr irgendjemand einen dicken Mann gesehen?» Die 3 kleinen Mädchen schauen auf alle Seiten um. «Nein, da ist niemand, der dick ist», rufen sie. «Wir sehen niemanden.» Da lachen dann der dicke Herr Sebastian. Und die Lisa und die Isa lachen auch, weil sie ihren dicken Onkel Sebastian gern haben. Und wie sie ihn gern haben.